Ja Leute, auch die Zoras brauchen weiterhin unsere Hilfe. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mit der Quest und dem blauen Stein war, müssen wir offenbar Stein transportieren, brauchen dafür ein Boot und für den Transport offenbar. Wir gucken mal, was die Bauautomatik uns so anbietet. Ne? Wir haben so ein paar Dinge, so ein paar Baupläne. Hier irgendwie was an Favoriten noch nicht drunter, okay. Ich habe sicher irgendwie ein Landboot, weiß jetzt aber nicht, ob der gut ist dafür. Leuchtfloß, irgendwie was Fahrbares, ist nicht so schlecht. Panzerwagen, Brücke, Immer was Geiles oder so? Nö, ja. Was Wertbares vor allem. Dann versuche ich es halt doch mal mit dem Landboot. Gucken, der braucht jetzt so viel. Okay, das irgendwie noch zusammen mit meinen ganz eigenen Items hier, Goodies. Wir haben hier einen Transporter. Warte mal, wir haben doch das Ding hier. Da fehlt noch was. Also egal. Ne, warte mal. Bin ich doof. Ja, es steht hier Landboot, nicht Wasserboot. Aber das kann man natürlich ändern. Moment. Wir haben sicher irgendwas noch anderes Brauchbares. Schlitten, ja, okay. Ob der wassertauglich ist, das werden wir gleich sehen. Ansonsten natürlich noch den Flieger, ne? Den Gleiter. Weil der geht auf dem Wasser, das weiß ich. Da vorne ist das Licht, okay, gut. Das geht zwar auch. Warte mal, dann machen wir es nochmal ein bisschen anders. Ich muss den erstmal umpositionieren. Dann geht der ein bisschen nach vorne. Dann kommt der runter. Ich nehme noch gerne mal hier drauf. Und nehme nochmal so einen. Das Wetter im Real Life geht auch krass, ey. Ich meine, sowieso momentan Sommer, was haben wir so, Ende Juli rum, ne? Sommer ist hier irgendwie sowieso ein bisschen seltsame Stimmung. Aber heute den ganzen Tag Regen, kaum fange ich jetzt irgendwie an hier mit dem Let's Play, Sonnenschein. Ja, der halt auf Holz schwindet vielleicht besser, ne? War so meine Idee, meine Hoffnung. Naja, es funktioniert. Also, was will man mehr, Leute? Was will man mehr? Vielleicht Steuern wäre eine Idee. Eine AP musst du nicht, Kumpel. Ich weiß, Leiter und so, der hebt gerne ab, aber auf dem Boden Tatsachen bleiben, oder besser gesagt, im Wasser Tatsachen bleiben, das reicht mir schon. Ja. Die Scheiße muss jetzt passieren, ne? Theoretisch. Überlegt, ob ich irgendwie auch die Windturbine irgendwie anders platzieren könnte, aber geht auch so. Also ich meine, das ist eine richtige Höhle hier, ne? Ja, die blauen Steine sehe ich schon. Mir geht es mehr um den Mio Signum.
ist denn der jetzt? Alter, ich sehe ja gar nichts. Ich denke daran, weil gerade die Sonne richtig schön reinbretschert. Wo haben wir es? Leuchtsamen? Na komm. Dankeschön. Dann gerade gesehen, obwohl wir es gar nicht mehr brauchen. Ja, ich sehe gerade, bei der Aufnahme seht ihr ein bisschen mehr, sehe ich gerade hier. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht in der Aufnahme schauen, ne? Das Screen ist dort so klein bei mir gerade. Das Vorschaubild besser gesagt, ne? Okay, okay. Also. War aber nie die Rede von wie viele, ne? Ja, mal alle mit. Das Boot trägt uns schon. Also nur noch sagen. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was anderes Interessantes. So. Aber das funktioniert für unseren Besen. Gut, brauche keinen Besen zu fressen, Gott sei Dank. Vielleicht erstmal ins Wasser setzen. Wir fliegen wie die Schwalben. Oh, der Abschutz kann mörderisch werden. Ja, da hast du es. Nimm es und weine. Hallo? Ah, er wollte nur einen haben. Oh, gut. Wir haben ein paar für Reserve geholt, ne? Ist doch auch schön. Ja. Jetzt ist er glücklich, ha? Dieser Stein, er ist blau. Ich frage mich bloß so. Naja, getragen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Der Zora-Stoff. Ah, ein Parasegel. Haben wir gerade, gibt es von jedem Folge irgendwie einen? Gigastoff. Ja, gut, okay. Zora-Stoff, Sonarstoff, Krogstoff, Monsterwehrstoff. In Jodos gab es keinen. Dort haben wir gar keine Quest mehr. Creepy. Oder dass wir irgendwie mal hier noch so ein richtiges Ding bauen könnten. So ein Boot halt mäßig, ne? Wäre vielleicht schon so eine Idee, wenn ich ehrlich sein darf. Aber andererseits haben wir es überhaupt nötig, jetzt haben wir sowas gebaut, ne? Na komm. Wir machen weiter im Text, Freunde. Ja. Also mit Holz und so, sicher, so ein Wasserding, Boot, sicher nicht so verkehrt. Ansonsten, was können wir denn sonst so gut dafür verwenden? Gut, Transport brauchen wir jetzt hier sicher nicht unbedingt. Den Schlitten aber trotzdem nehmen. Ja, es ist jetzt überwiesen und so zu fahren, aber wenn du quasi dann Holz runter hast und dann Schlitten drauf, ich glaube, das passt schon. Dann natürlich Lenkelement wie gewohnt.
Die Dinge kann man, glaube ich, eher sich schenken tatsächlich. Touren ist klar, auf den Gladiator durch tatsächlich verzichten. Ansonsten... Ja, wegen Wein auf dem Wasser und so kann man natürlich auch gut gebrauchen. Aber ja, Holz ist sicher wichtig. Warte mal. Ich weiß, ich muss eigentlich weiter, aber guck mal, was... War die hier überhaupt schon mal? Sieht relativ cool aus hier. Nix hat's drin. Gar nichts. Hey, warum kann man hier pennen? Okay, schlafen wir halt mal. Macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Aber muss immer alles Sinn machen in meinen Augen, ne? So, damit hätten wir also alle Quests bei Zoras auch erledigt. Wir gehen weiter Richtung Goronen, sag ich jetzt mal, ne? Also Richtung Gebiet Eldin. Es gibt dort zunächst noch eine Quest, die wir für ein paar Hylianer machen müssen. Trotzdem in der Nähe der Goronen ist und deswegen machen wir uns mal dort auf den Weg. Vorher aber noch ganz kurz gucken. Das ist auch so krass, ne? Den gab es damals bei Breath of the Wild nie. Das heißt, seit damals von der Story her, von der Timeline her, haben sie das jetzt hier gebaut. Ja, schön. Aber ansonsten, die ganze offene Welt ist immer noch ziemlich trostlos. Denkst du auch so, hä? Wow, Schleime, Hilfe! Totale Endgegner hier, die Schleime. Und der einsame Stein. Hey Zelda, was geht ab? So. Das erledigt. Jetzt machen wir uns auf hier hin. Ne? Hier jetzt eben irgendwie auch eine kleine, aber feine Quest für uns. Beinahe alle Herzcontainer und so. Wahrscheinlich überlegt man vielleicht doch mal kurz im Spätpass zurück sollen. Das so zu Ende der Folge nochmal zu testen, ob ich da hinkomme und dass gleich was getriggert wird, weil die Brunnenquest wäre es noch cool und auch um unsere Herzcontainer umzutauschen. Beziehungsweise jetzt zwei unserer Auslagencontainer und Herzcontainer umzutauschen. Wow, wenn wir erschlagen können, ey. Andererseits kommt er wie gerufen. Na gut, oder auch nichts. Ist er jetzt hier runtergefallen ist, also die ganze Welt so langsam aber sicher, wenn nicht zuneigen. Ich freue mich schon sehr darauf zu gucken, wie das ganze Schloss und so auch im 4K nachher aussehen, ne, mit der Switch 2 Version. Das ist auch interessant mit der Switch 2, ne? Liest immer wieder so Argumente dafür, sprechen eine Switch 2 zu holen, andere sagen, nee, lohnt es überhaupt nicht, das ist alles scheiße. Ja, also, ist ja klar, jedem seine eigene Meinung und so, das sowieso. Und wenn man irgendwie sich sagt, ja, soll ihr das Geld ausgeben dafür? Ja, nein. Sich Meinungen holt, ja, aber ich finde halt, wenn man eine Empfehlung gibt, soll die trotzdem möglichst unpersönlich sein. Nicht einfach zu sagen, ja, jeder, der 500 € für so einen Teil ausgibt, der ist total bescheuert und so für eine neue Konsole von Nintendo. Muss einfach sagen, du, sorry, aber das ist kein Argument. Klar kann man zum Beispiel sagen, zum Release, dass das nicht viel Sinn macht. Wenn noch nicht viele Spiele raus sind. Ne? In meinem Fall, finde ich, hat es sich gelohnt, weil so Spiele wie zum Beispiel Mario Kart World und dann kommt Bonanza, was zum momentan noch privat zocke. Und natürlich auch die ganzen Upgrades, ne? Also die Gratis-Updates für Splatoon 3 und die Pokémon-Spiele, kamen in der Purpur. Einerseits, andererseits natürlich auch dann die kostpflichtigen Updates für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Das sind so Dinge, wo ich mir persönlich sage, ja, da ich all diese Spiele habe und all diese Spiele auf der Switch 2 in besserer Quali mit mehr Features so genießen möchte, lohnt sich das. Aber klar, ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ey, ich habe all diese Spiele nicht, lohnt sich für, keine Ahnung, nur Mario Kart World das Spiel die Konsole zu holen. Und auch sagen, nee, warte doch mal. Warte besser noch. Wenn jemand sagt, ja, das lohnt sich für mich erst, also ich interessiere mich für
Pokémon Legend Z, und ich interessiere mich für Metroid Prime 4. Die gibt es ja auch auf der Switch, ne? Also auch da kann man sich dann sagen, lohnt sich's dann die Konsole zu holen oder ist es auch dann noch zu früh? Aber das darf natürlich jeder für sich selber entscheiden, ne? Und ja, eben, man kann auch Argumente bringen, die dafür sind und dagegen sprechen. Da ist ganz klar, ui, da sind überall Monster. Aber primär zu sagen, ne, 500 € ist viel zu viel für so eine Nintendo-Konsole, das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Das ist neuer Brunnen, ne? Per Zufall. Hat aber wirklich nicht viel. Ja, das ist eben auch das, wo ich jetzt meinte, bei mir zum Beispiel, mit den ganzen neuen Spielen und Upgrades alten Spiele. Da kann ich natürlich auch sagen, nee, das lohnt sich jetzt für mich nicht. Das sind zwar schöne Argumente, aber für mich lohnt es trotzdem nicht. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber eben einfach per se zu sagen, nee, da ist viel zu viel Kohle für die Nintendo-Konsole, würde ich sagen, ja, das ist schon... Klar verstehe ich es, auch für die Spiele, ne, dass sie so teuer sind und so. Ich verstehe das Argument, auch pauschal zu sagen, nee, neue Nintendo-Konsole gebe ich nicht so viel Geld dafür aus und das quasi als Argument zu bringen. Für andere, ne? Für dich selber okay, aber für andere ist er kein qualifiziertes Argument, finde ich jetzt. Aber naja. So, was ist los? Wollte die Schatzkiste vorne haben, ne? Du bist der Hammerbruder. Was willst du denn schon wieder? Wo kommst du denn her, Mann? Kriegst du eigentlich alles mit? Ja, fast alles. Das bodenlose Moor. Kein Haar, keine Blingeschoss. Da war auch noch nicht drin. Mal kurz vorbeigehen. Am Rückweg dann hier die Kiste holen. Das war so eine bodenlose Frechheit. Okay. Da ist sogar noch Platz drin. Das hat sich aber gelohnt, ey. Fette Ausbeute. Theoretisch ist das Mayo-Ding da drüben, ne? Ich frage mich gerade, komme ich da eigentlich mit einer Eisfrucht rüber? Also kann ich hier Eis bilden? Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, aber wäre natürlich auch trotzdem schön gewesen. Aber eigentlich nicht was Holziges, ne, um rüberzukommen. Ja, leg dich schlafen, Kleiner. 48 haben wir schon. Junge, müssen wir wieder mal zum guten alten... Wie heißt der? Kilton, Kulting, irgendwie so gehen. Mal gucken, was er dazu meint. Uff. Da haben wir jetzt zwar noch einen Schatz, aber eigentlich haben wir alles gemacht hier, ne? Oder die Schwächeren. Bis auf den da. Überall klappt hier nicht, ne? Schade eigentlich. Explosivfruchtregeneration. Ah ja, wollen wir mal den hier testen, ne?
Ah, schade. Weil es hieß ja hier von wegen, manche explosive Materialien in der Spielwelt sind beliebig auch verwendbar. Gilt aber jetzt halt nicht für die antiken Pfeile. Und ja, ich sage antike Pfeile, ich sage nicht antike Dolche. Ich hab Bock auf diesen Scheißbegriff, ey. Meine Entwickler irgendwie zu doof, nein, nicht zu doof, aber irgendwie keinen Bock hatten, einfach zu sagen, ja, das sind halt Items, die gab es schon im Vorgänger, deswegen nennen wir sie gleich. Nein, wir dürfen keine Referenzen zu haben und möglichst wenig, deswegen nennen wir sie nicht so. Ich muss sagen, ist doch totaler Bullshit, ey. Aber hey, jedem das seine, ne? Ja, das Ding mal. Nehmen wir das hier. Das ist ein Waldschwert, ne? Ach, stimmt, wollte ich eigentlich so behalten. Ja, ich erinnere mich wieder. Weil man dachte, hey, ein paar Holzwaffen können nicht schaden. Jetzt ist aber schon eine Fliege hier drin, ey. So, also eigentlich hatten die Höhle bereits abgeschlossen, aber ich mach's trotzdem mal. Silberner Exelfosslanze. Ich lege mal kurz den ab. Da ist nur damit wir die Truhe hier geholt haben, ne? Ist halt ein silberner Exelfosshorn, ne? Also theoretisch können wir jetzt zum Typen da in Hateno gehen, kleinen Goron, und das Teil abmachen lassen, aber ich habe genug von denen. Also ja, im Prinzip wäre es eine coole Idee. So. Schwinde hier. Und kümmern wir uns um den Schatz. Ne? Also theoretisch, wie gesagt, beim Moos, bei diesem Moor-Dingbums, hätte jetzt gesagt, ein bisschen einfach darüber gleiten, fertig. Wäre die einfachste Lösung. Ob man da irgendwie trotzdem mal zu Fuß hinkommt. Gute Frage. Darf ich es eigentlich aufmachen oder muss ich es so hinbringen? Weiß ich gar nicht mehr. So Jungs, da ist es. Was ist denn unser Schatz? Er hat es geschnappt, Mann. Ich hab gar nichts weg. Die Truhe ist doch hier, Mann. Ich hab sie gar nicht aufgemacht. Oh, das ist sowieso eine Sona-Truhe, also kriegt ihr sie eh nicht auf. Ramdas Schätze, habe ich schon, alle schon geholt. Das ist ein Elding gleich um die Ecke. Oh, viel Felsen sind auch viele hübsche Höhlen. Das hingegen fand ich eine coole Erklärung, ne? Wieso es im Vergleich zum Vorgänger hier plötzlich so viele Höhlen gibt. Weil der Kataklysmus sie halt aufgerissen hat, ne? Also denke ich mal, oh, kann man durchaus so sagen. Ja gut. Das hat trotzdem auf. Wow, hat sich gelohnt, hey. Also, das war die Quest. Ja, das ist auch so eine Quest, wo man so sagen könnte, war die unbedingt nötig? Scheinbar schon. Dann können wir uns mal um das hier oben... Oh, ich muss gleich nach oben ziehen, sehe ich. Dafür muss ich mich umziehen. Obwohl, geht noch. Und das ist ein Todesberg so krass. Oder liegt es einfach nur daran, weil ich nicht mehr schreien bin? In der Nähe tiefer, ja, ja. Du mich auch. Hä? Wollen wir eigentlich richtig hier? Mal ganz kurz zurückgehen.
Schein selbst scheint richtig zu sein. Haben wir denn hier irgendwie... Ah, warte mal. Ja, hier muss ich hin. Okay, da waren wir gar nicht. Gut. Problem gelöst. Wir müssen zum Waste holen. Das sind Geroden, fleißig am Arbeiten. Schön, schön. Das freut. Kubi, hör, wir sind auf wenigstens im Todesberg. Wo ist du verletzt, Mann? Ich bin schon längst zurück, Mann. Das ist schon 100 Folgen her. Noch mehr. Junge, Junge. Das ist ein ganz anderes Leben für mich persönlich. Ja, also wir müssen erstmal da rein. Okay, ja, das war klar, dass ich hier drin ein bisschen Probleme habe. Natürlich auch mit gewissen Items, ne, die mich ansonsten auch überrascht tatsächlich. Was ist denn mal einen Bogen zu dem hier? Hallo? Und dann schon das Hilfe in Naht und dann ist nur ein Hylianer. Ich bin zerbrochen, ich sitze ja fest. An Arbeiten fällt das nicht mal auf niemanden kann man mehr sich verlassen. Oh, das ist echt traurig. Und so weiter geht, verhungere ich noch. Ah ne, richtig langweilig wird ihm. Dann draußen fahren. Viele Schwunglosen schon bin ich draußen. Und hierfür wäre das Stasis-Modul aus dem Vorgängerspiel echt genial gewesen. Weil jetzt muss ich halt ein bisschen experimentieren mit so Chica-Fragmenten und so. Und will auch kacke. Warte mal. Oh, scheiße, geht ja nicht. Kann ich die Chica-Bomben trotzdem zünden? Geht das? Oder ist das auch doof? Das geht. Und einen weiteren erlöst. Mayo Signal, fast schon 50, ey. Ja komm, jetzt weil wir 50 haben, gehen wir mal zum alten Kumpel rüber, zu Kotlin. Es werden gerade hier noch ein paar fehlen, da bin ich mir sicher, aber dann sind wir schon mal eine schöne Anzahl. So, eben haben wir ein paar Raketen, wir haben sogar die Dinger noch, also wenn das in Kombination müsste rein klappen. Aua! Junge! Also, dann machen wir das mal. Für den Antrieb haben wir die Rakete. Ich hoffe mal, dass eine reicht. Ja, du sollst ja zwei nehmen, ne? So ist er nicht. Oh, fast übersehen, ey. Ein Steinspalter. Prinzipiell immer eine coole Waffe tatsächlich. Wir haben aber noch einen. Irgendwo, hier nämlich. Ansonsten... So. Also, er wollte ein Ding mitnehmen.
Die nächste Rakete, genau, da war ja was. So. Auch nicht denselben Fehler wie auch schon mal. Ja, hatten wir schon mal. Dass irgendwie beide Raketen gleichzeitig gezündet haben. So. Beziehungsweise die eine gezündet hat, die andere plötzlich verschwunden ist. Auch von mir aus kannst du reinsteigen. Ich muss zugeben, dass ein Vertrauen, hey, finde ich nicht übel. So, gucken, ob das reicht. Sieht, glaube ich, gut aus, ne? Ja, zufrieden? Ich kann schon da draußen sehen. Nur noch etwas weiter. Nein, ich wollte nicht noch... Scheiße. Ich wollte eigentlich sagen, ja gut, dann mach hin, aber nein, das war jetzt nicht geplant. Scheiße. Ah, die Raketen wieder da. Nee, für die Rallala. Ich bin nur so doof. Ja gut, aber eine reicht auch. Er flog doch ganz gut, ne? Und dann das andere, da kriege ich auch selber noch hin. Den Rest des Weges quasi. Ah, das war jetzt so unnötig. Oh, wisst ihr was? Kein Risiko eingehen, wir haben noch genug Raketen, oder? Vielleicht noch einen zweiten Ventilator, weil er gerade darum gebeten hat, ne? Obwohl, komm, wir haben noch ein paar im Gepäck, also reicht auch dafür. Das passiert, wenn man zu schnell klickt. Klicke die Klick. Also die paar Meter jetzt selber noch laufen konnte, also sorry. Was ist denn das für ein faules Schwein? Ich danke dir, Mann, es besteht keine Gefahr, wenn sie ganz allein zur Erde zurückkehren muss. Was, zur Erde zurückkehren muss? Okay. Komische Fahrzeuge. Ich will woanders arbeiten, ist scheiße hier. Ja, die beschweren sich auch nicht, ne, und arbeiten fleißig. Ah, haben die keine Gewerkschaft oder sowas in der Art? Ah ja, nicht unser Problem. Gut, Freunde, hätten wir die Quest auch gemacht. Also es gibt noch eine in Gronia, die habe ich auch schon markiert, so wie es aussieht. Okay, ganz selber überrascht. Wisst ihr was, wir gehen ganz kurz dahin. Da kriege ich jetzt noch in der Folge hin und dann nächste Folge machen wir die restlichen Goronen-Quests. Also das sind nicht mehr so viele. Es war vor allem auf uns noch eine interessante Reihe tatsächlich, und zwar mit Loren. Ja, da wieder mal ein bisschen Loren fahren. So offenbar 3 Quests an das Stück oder an der Anzahl, die können wir alle hintereinander machen. Das wäre ein Spaß, ne? So, und irgendwo hier... Ich weiß nicht, ob es hier bei der Brücke war, bei der Brücke. Ah, hier. Der ganz lange Weg, Mann. Noch ziemlich merkwürdig benommen. Nochmal das Gespräch zu vertiefen, Mann. Jetzt kann ich mich rennen, also Felsschmelzquelle umhören, dass das Ziel meiner Reise ist. Was? Wo soll die sein? Also Thermalquellenkenner versammeln sich an Thermalquellen, logisch. Da wird doch mal eine Suche beginnen, indem ich einfach alle Thermalquellen abklappere. Oder wohl mit der großen Kronenquelle anfangen.
Verborgene Felsschmelzquelle. So, kann er gerne machen, ne? Wie gesagt, wir haben hier noch ein paar andere Quests, die wir damit zu tun haben. Ganz kurz mal gucken. Genau, das sind eben diese 3 Luren-Quests, die wir noch gar keine haben. Das kommt aber noch. Dann haben wir noch die Sonagopolis und Groni Mundlich, ne? Da ist ja auch so ein Ding. Oh Mann, oh Mann. Link freut sich auch schon, ne? Also Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Tears of the Kingdom, nach der Suche nach Leuten, die unsere Hilfe brauchen. Also nichts Neues. Oh Mann, Link nicht da runterfahren, ja. Tschüss.